Ah, das ist bequem da. Eine Lesung in mein Bett. Die sind schön wach. Die Polster, grüß euch, liebe Leute. Ja, heute lese ich euch ein total komisches Wildwest-Geschichtel vor. Mit dem Titel Horror Cowboy Jim. Achtung! Mein Gruselwestern ist nichts für nervenschwache Wichser und überängstliche Pixner. Okay, gehen wir's an. Im wilden Westen hat's einmal einen Cowboy gegeben namens Jim. Ja, und der hat brav tagtäglich auf der Weiden die Kühe und Kälber beschützt gegen Werwölfe und Zombies. Ja. Der Jim hat einen super Puffen gehabt. Zig rindfleischgierige Zombies und Werwölfe hat er zerfetzt mit seiner Wunderwaffen. Bang, 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 bang. Ja, und in Jim sein Chef, der Viehbaron Alistair, war kein geiziger Arbeitgeber. Pro zerfetzten Werwolf oder Zombie hat der schießwütige Kuh- und Kälberhirte $100 kassiert. Und der Scharfschütze Jim hat urviel Rinderfeinde passelreif heimdraht. Und deshalb hat er immer viel Geld gehabt für seine Samstagabend-Hobbys. Die schönsten Salonhurner hat er bis Sonntag in der Früh bodert und zwischendurch im teuersten Lokal Whisky gesoffen und sauteure Zigarren bafft. Doch eines Tages, der Cowboy Jimmy sitzt gemütlich inmitten seiner Kuhherde, sauft sein 22. Bierdosen leer. Er war total perplex. Schauen auf einmal aus seinem Cowboy-Hut zwei totschlägergroße Teufelshörnchen raus. Und keine 2 Sekunden später hängen aus seiner Bierpappen 2 fingerlange Vampirzähne. Der Jimmy war nicht nur total perplex, sondern echt schockiert, wie sowas passieren kann. Er, den strenggläubigen Cowboy, der nie und nimmer einen Teufel sein Söh verkauft hat und auch noch nie von einem Vampir bissen worden ist. Der Werwolf und Zombie-Killer Jim war bleich vor Schreck und starr vor Angst. Doch nach ein paar Schockminuten hat sich der Jimmy-Burm mannhaft zusammengerissen und Cowboy-lässig zu sich selbst gesagt: Wurscht, Beherrscher, ich bin und bleib ein super Cowboy. Mein Chef, in Viehbaron Alistair, reiß den Arsch auf mit meinen Satansherdln und meine Dracula-Beißel beißen ihm das Zumpferl und das Eiersaglo, den alten Wichser. Ja, und danach weht sie sein Töchterchen Katie mit meinem Drumhängsbell so lang in die Blutjunge und schwanzgeile Food, bis schreit wie am Spieß und die Engel singen her. Happy End. Der Jimmy und die Katie haben geheiratet. Ja, haben Tag und Nacht pudert. Ja, und die Katie hat dann nach 9 Monaten Vierlinge auf die Welt gebracht. 2 zuckersüße Zombie-Madeln und 2 prächtige Werwolf-Burm. Schwuppdiwupp sind's aus Katies Kuhgläschen ausgeflutscht. Und weil die 4 Babys am Bärenhunger gehabt haben, haben's gleich im Kuhstall 4 Kälberl gerissen und Hatziputz zusammengefressen. Ja, und der Zumpferl und eiersagellose Viehbaron Alistair hat jetzt einen wundvioletten Babian Arsch und ist trotzdem ein glücklicher Großvater. Na, ist das nicht schön? Seltsam, aber so steht es geschrieben. Danke fürs Zuhören. Habe die Ehre. Grüße.